Früher bei den Kollegen übernachten war ja mal so bodenlos gewesen. Ich habe früher eine Hundedecke bekommen zum Schlafen. Jetzt kann man ja sagen, hey ja Max, aber wenigstens hast du eine Luftmatratze gehabt. Ja, eine Luftmatratze, die ein fucking Loch drin hat. Übernachten allgemein etwas von der geilsten gewesen, Alter. Kollegen am Freitag auf den Samstag, Samstag auf den Sonntag. Mutter, Vater halbe Krise bekommen, weil die ganze Wohnung ausgesehen hat, nachdem wir eine ganze Nacht durchgemacht haben. Wenn es dann ums Schlafen geht, um den Schlaf hat man sich einfach wirklich zuletzt gekümmert und es hat dich aber auch nicht gejuckt. Nachdem dass du schon 20 Red Bull reingepfeffert hast, sowieso irgendwo können schlafen. Das Küsschen, das du noch zusätzlich bekommen hast. Ja, das ist halt nicht das Bequemste und vielleicht ist es so dünn gewesen, aber egal. Mich mal interessieren ist, wie läuft eigentlich so eine Übernachtungsparty bei den Mädels? Und auch so bodenlose Sachen bekommen zum Schlafen. Ich will auch nicht übrigens mich irgendwie immer als Opfer darstellen. Meine Kollegen haben genau den gleichen Scheiß von mir bekommen. Und dann nimm die abgeranzte Matratze und irgendwie so ein halbwegs Küssi oder sogar ein Blüstierli hat ein Kollege von mir bekommen. So eine Katze hat er bekommen, hat auf dieser Katze gepennt. Nein, ernst, wie läuft das jetzt so bei den Frauen ab? Ich meine, ich habe 5 Geschwister und davon sind 3 Schwestern. Die sind halt meistens einfach irgendwie auf dem Sofa zusammen eingepennt oder so und beide haben es verdammt bequem gehabt. Meine Geschwister haben es einfach immer so ausgesehen, als ob sie wirklich beide einfach voll zufrieden sind und beide haben warm und pipapo. Schreibt mal in den Kommentaren, was ist das Bodenloseste, das ihr jemals bekommen habt bei einer Übernachtungsparty? Also bei mir war es definitiv so eine Gymmatte mit der Hundedecke. Die beste Nacht von meinem Leben, sage ich euch so, wie es ist.